Und somit grüße zurück zu Mass Effect. Wir sind nun am Weg in Richtung Zitadellsicherheit und möchten uns mit dem guten Rex unterhalten. Rex, der kroganische Kopfgeldjäger, wird gerade in der C-Sicherheitsakademie befragt. Sie können ihn dort finden, wenn Sie mit ihm sprechen wollen. Natürlich möchten wir mit ihm reden. Den guten Garus können wir ausstatten, ausrüsten oder wie du das einmal nennen willst. Verbessert Präzision aller Waffen um 4%. Da kriegt er was, da kriegt er was, da kriegt er was und Sturmgewehr. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch schon was verwenden können oder vergeben können. Nö. Sehr gut. Aber wieso? Ach so, ich bin ein Dorfdepp. Machen wir da nochmal. Da kriegt er 2 Punkte drauf, da kriegt er noch einen. So. Perfekt. Jupp. Weiter geht's. Wir müssen zum Rex, dem Guten. Und dann schauen wir weiter. Sieht geschlossen aus. Fist weiß, dass wir... Entdeckung! Sorry, zuerst mussten wir zu Fist. So gut wie neu. Warte mal kurz. Ich möchte nur kurz die Waffe tauschen. Ich möchte mal was anderes probieren. Hurricane. Außer überhitzen tut der nix. Wieso ist Shepard jetzt nicht verfügbar? Naja, gut. Also wir bleiben bei der Pistole, die ist geil. Entdeckung! Schilde deaktiviert. Puh. Da sind noch 2. Wo sind die letzten 2? Da hinten. Aber jetzt! Achtung, Beschuss! Ashley, das ist keine gute Idee. Ja, genau deswegen. Gebiet gesichert. Sehr gut. Sehr gut, Garus. Sehr gut. Deutsch wird Blache, Verweile, Blache. Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Lagerarbeiter. Die echten Wachen müssen tot sein. Zurück oder wir schießen. Retten Sie sich. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, sich einen neuen Job zu suchen. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ich habe Fist sowieso nie gemocht. Auf den Gedanken wäre ich nie gekommen. Leute zu erschießen ist nicht immer die beste Lösung. Oh Gott, deswegen mag ich ihn Shepard. Shit! Nicht genug Universalgel. Haben wir nicht irgendwas im Inventar, was wir vielleicht für Universalgel auf Universalgel reduzieren? Banshee 3. Der kennt man eigentlich einmal tauschen, gell? Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass wir mehr mit haben. Warte mal. Universalgel.
Starte manuelles Überbrücken. Na bitte. Kurz lang Blick. Da haben wir wieder 2 Punkte zu vergeben. Das ist schön. Kampfpanzerung. Fitness freischalten. Was das? Wir machen da auch ein bisschen was. Also das ist für einen Nahkampf. Fitness. Ich möchte nur schauen, was da vielleicht noch ein bisschen mehr Schmeicheln, Einschüchtern freischaltet. Kampfpanzerung. Biotik. Attentat. Präzisionsgewehr. Overkill. Was haben wir da? Blutbad. Meisterhafter Schütze. Ja, noch sicher nichts. Also das, wir arbeiten momentan sehr viel mit der Pistole. So. Für die Ashley haben wir auch wieder 2 Punkte zu vergeben. Machen wir das. Und dann machen wir das. Sehr gut. Ah, Garus habe ich vergessen. Ich alte Nase. Dann machen wir dich. Und das. Genau. Warum muss ich immer alles selber machen? Zeit zu sterben. Haben die Schilde verloren. Plane nach. Haben die Schilde verloren. Hat es gefreut, Megarus, wirklich. Ich bin entsetzt. Aha. Ich nehme wieder die Pistole, die macht mehr Schaden. Ja, das wird nur öfters passieren, dass die Kollegen immer dumm liegen und nichts da. Los, los, los! Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er lügt. Schießen Sie los, bevor ich die Geduld verliere. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Unmöglich. Der Shadow Broker arbeitet nur über Agenten. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Ich will Sie nie wiedersehen, ist das klar? Keine Sorge, mich sehen Sie nie wieder. Mahnen Sie die Quarianerin, bevor es zu spät ist. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe es. Achtung!
Shepard, steh auf. Schilde sind unten. Da hinten ist er. Dankeschön. Bereich gesichert. Ja, jetzt müssen wir zur... Wie hat sie geheißen? Die Tali, genau. Wir müssen uns beeilen. Das muss zu den unteren Märkten. Ja. Das ist... Na, das ist da herum. Entschuldigung. Oh, Keeper. Oh. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Da geht's rund und wird nicht einmal eingeladen. Fahren Sie runter. Greifen Ziel an! Keine Munition mehr. Ach, ist das peinlich. Einsetzen Schildboost. Overkill lädt auf. Okay, so funktioniert das. Ich suche eine andere Waffe. Nehmen wir dich einmal. Ja, dem macht überhaupt keinen Schaden. Für die 2 paar Perzen und wird's Fist hat reichen. mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Das Büro des Botschafters. Dort ist es sicher. Er will die Beweise sowieso sehen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ich mache nur meinen Job. Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss. Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück. Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. So können wir beweisen, dass wir es wert sind, erwachsen zu sein. Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können und keine Last für unsere beschränkten Ressourcen sind. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern.
Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Er sagte, Eden Prime hätte seine Suche nach der Röhre einen Schritt vorangebracht. Kann sich jemand vorstellen, was er damit meint? Die Röhre muss irgendetwas mit dem Sender zu tun haben. Vielleicht geht es um proteanische Technologie, wie eine Waffe. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Ist das eine neue Form Außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Sie hat sogar recht. Im zweiten Teil gibt es einen Story-Twist, aber dazu später mehr. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Die Reaper sind eine Gefahr für jede Spezies im Zitadellraum. Wir müssen es ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr, der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Wir werden mitnehmen. Die Tully und die zwei sind ja nicht so integriert momentan in die Geschichte. Man sind schon auch, aber da der Garus eigentlich auf der Ferse von Saren war, werden wir ihn mitnehmen. So da. Dann machen wir uns auf den Weg in Richtung... Gibt's da... Jetzt habe ich den einen Reaper nicht gescannt. Nein, ist egal. Jetzt möchte ich nur schauen, warte mal. Da müssen wir auch nochmal her. Lasst es mich nicht vergessen. Ich möchte jetzt einfach einmal schnell in Richtung... Rat. Entschuldigung, Commander Shepard. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen.
Natürlich machen wir das. Aber wir wollen ja eigentlich zum Rad auf Draht. Squad. Ah, der Talicam. Also wir haben auch wieder Punkte. Schön. Sehr schön. Kampfpanzerung. Ermöglicht Einsatz schwerer Panzerung. Das könnten wir am Ende hin brauchen. Nur zieht es mir gerade ein bisschen an. Warte mal kurz, wir machen da mal viel. Wir gehen nochmal da weiter. Soldat, genau. Sturmgewehr und die Panzerung, genau. Und dann haben wir die Tali. Die Tali, die gute. So, Elektronik, da machen wir ein bisschen was. So. Maschinistin. Dämpfung. Verursacht 50 Punkte Schaden in einem Radius von 6 Meter. Feinde können für kurze Dauer keine Tech- und Biotik-Fertigkeiten einsetzen. Okay, okay. Ja. Basispanzerung erhöhen wir bei ihr. Bei der Pistole kriegt sie 2 Punkte und die Dämpfung, das haben wir da gesagt. Dechiffrierung. Erhöht Deckung durch Sabotage, das machen wir. Und da 2 Punkte in Dämpfung. Sehr gut. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Heimkehr. Der Wunsch der Reporterin. Zu Fists Büro zurückkehren. Vielleicht lassen sich in Fists Büro ja, das machen wir später nochmal. Wir müssen ja nochmal in die dunkle Gasse zurück. Rex. Sie sollten zugegen sein, wenn der Botschafter zurück zum Turm das will machen. Mal schauen, vielleicht kommen wir. Präsidium. Nach dein Gespräch werden wir uns dann den ganzen Nebenmissionen widmen. Da gibt es einiges. Und das werden wir auch brauchen, damit wir in Vorbild-Level-Turm ein bisschen aufbringen. So. Weiter geht's. Das nächste Mal mit dem Rat sich auseinandersetzen. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden.
Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen. Und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Gate benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Gate gefügig zu machen. Die Reaper sind gut versteckt. Die haben sie wirklich sehr gut versteckt. Das werden wir aber alles noch außerfinden und alles noch erfahren. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Gate davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Immer wenn die Menschheit Sie um Hilfe bittet, ignorieren Sie uns. Shepard hat recht. Ich habe diesen Rat satt und seine antihumanen Botschafter, es gibt noch eine andere Lösung. Ein Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in Ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Saren nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Spectre-Training-Talent freigeschaltet. Jawohl! Sehr schön! Und wir sehen uns da in der nächsten Aufnahme wieder.
und werden dann einige Nebenmissionen abarbeiten, wo wir ja genug haben. Genau, also dann bis zum nächsten Mal. Baba.